Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk, Leute. Diesmal zum Spiel in Gladbach, 15. Bundesligaspieltag. Ja, ich würde sagen unnötig, aber verdient verloren. Ich denke, das ist das Fazit, was wir vorwegnehmen können. Ja, bevor ich euch meine Meinung mitteile, gucken wir uns mal kurz die Statistiken an. Vielleicht überraschen sie mich ja mal wieder. Das haben wir jetzt auch noch nie angeguckt. Ja, 3-2 verloren. Wie gesagt, da sagen wir gleich ein paar Sachen zu. Wenn wir uns die Werte angucken, Ballbesitz hatten wir 66,9%. Ja, Abseitsstellung 3-4, Fouls 9-10, Zweikämpfe 50-50, alles ausgeglichen. Schüsse 8-16, Schüsse aufs Tor 4-4, Ecken 3-8, Flanken 3-20. Wenn man allein diese Werte sieht, ja, das ist ein Trauerspiel. Gewonnene Zweikämpfe, Müller 9, Sané 7, Pavard 7. Überrascht mich der Müller ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Die anderen beiden, die rechte Seite fand ich ganz ordentlich. Aber da gleich noch ein bisschen zu. Gefoult worden, ja. Checken wir uns wie immer. Ein bisschen runterscrollen, damit ihr es auch seht. Torschussvorlagen, Sané 3, Müller 3, Coman 2. Ja, sagt auch Bende, wenn der Coman gerade mal 15 Minuten auf dem Platz war, dass der 2 Torschussvorlagen hat und die als Dritter in der Liste steht. Also sagt einiges über unsere Offensivbemühungen. Ballkontakte Alaba 135, Kimmich 116, Süle 113 und Schüsse insgesamt Levi 4, Sané 3, Süle 2. Ja, so viel einfach mal vorweg in die Statistik. Wenn man nach der Statistik geht, haben wir das Spiel klar beherrscht. Haben wir nicht. Ja, haben wir nicht. Wir haben richtig schlecht gespielt. Selbst erste Halbzeit, wo wir 2-0 geführt haben, ja, denke ich, wissen wir selber nicht, wie wir an die 2-0-Führung gekommen sind. Obwohl es bis dahin noch einigermaßen okay war, war kein gutes Spiel von beiden Seiten, fand ich, die ersten 30 Minuten. Wir haben halt ein bisschen Glück gehabt. Der Elfmeter war ein Elfmeter, also wer da so mit der Hand hingeht, ist selber schuld. Denke mal, da müssen wir nicht rumdiskutieren. Ja, aber es ist ein Trauerspiel, dass wir dann nicht in der Lage sind, mit 2-0 führen gegen eine Mannschaft wie Gladbach, dann einfach zu sagen, wisst ihr was, Leute, das war's. Ja? Wir machen das mal Louis van Gaal mäßig und ja, schieben uns den Ball 70 Minuten hin und her, stehen kompakt hinten und fahren das Ding über die Zeit. Ja? Selbst wenn du dann noch ein 2-1 kriegt hättest, kurz nach der Pause vielleicht oder sowas oder in der 60. Müssen wir einfach die Qualität haben, das Ding über die Bühne zu schaukeln. Und die Gladbacher wären irgendwann noch mehr angerannt und dann hätte man eventuell sogar noch einen Konter setzen können. Es ist ein bisschen erschreckend, ja, dass wir keinen Plan B haben. Das muss man ganz klar so sagen. Aktuell gibt es nur eine Marschroute für die Mannschaft. Ja, weiß ich nicht. Das ist am Ende des Tages geht das gegen Mannschaften wie Mainz nochmal gut, ja. Ja, aber auf Dauer wird das so nicht gut gehen. Meiner Meinung nach. Also, ich meine, wenn wir schon mal man kann das jetzt nicht vergleichen, weil wir gegen Mainz wieder zurücklagen, 2-0. Aber wenn wir dann mal nicht in Rückstand geraten und 2-0 führen gegen eine Mannschaft, die quasi nur auf Konter spielen kann. Ja, mehr kann Gladbach nicht. Gladbach kann gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, ist Gladbach ja, genauso ratlos, wie wir heute ratlos waren gegen Gladbacher, die hinten drin standen. Dann verstehe ich nicht, warum man beim 2-0 dann nicht einfach gesagt, so, ja, Arsch lecken, wir haben so viele Spiele, wir sparen jetzt Kräfte, stellen uns hinten rein und Arsch geleckt. Setzen vielleicht nochmal einen Konter. Ja, das war nicht der Fall. Wir standen genauso hoch, wir haben dumme Gegentore gekriegt. Muss man ganz klar so sagen. Der Süle, Katastrophe, was er sich da geleistet hat. Erstmal bei dem Abseits, okay, das ist wieder so eine Millimeterentscheidung, ja. Das kann man genauso gut auch andersrum sehen, aber ich bin da ganz klar dafür, im Zweifel für den Stürmer. Der Süle hätte halt einfach mal vorher schon einen Schritt rausrücken können. Ja, und ja, aber Süle hat keinen guten Tag gehabt, muss man leider so sagen.
Genauso wie Davis. Davis war unterirdisch schlecht. Süle war ja so eigentlich noch ziemlich konstant. Abgesehen von seinen Fehlern, die er gemacht hat, hat er eine souveräne Leistung gebracht. Hat er dann zum Schluss auch nochmal alles versucht da. Man hat gesehen, wie er dann noch nach vorne gegangen ist und so weiter. Ja, so ab der 75. haben wir dann halt nochmal angefangen, Fußball zu spielen. Die Gladbacher sind ein bisschen müder geworden. Aber wir haben trotzdem keinerlei Chancen kreiert. Ja. Wir haben in dem ganzen Spiel, auch wenn wir gerade gesehen haben, 16 Schüsse, 4 Schüsse aufs Tor, 8 Ecken, 20 Flanken. Ja, da haben wir keine klare Chance kreiert. Ja, der Fernschuss von Goretzka, gut. Hat er gut gemacht. Aber sonst haben ich habe keine Chance gesehen. Ich habe keine kreierte Chance gesehen, wo man mal hätte sagen können, yo, hätte ein Tor werden können. Und ja, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Und von daher, wie ich schon sagte, unnötige Niederlage, weil man 2:0 geführt hat. Die Gladbacher eigentlich am Boden waren. Wir haben sie dann durch 2 dumme Fehler wieder ins Spiel zurückgeholt und ja, haben es dann nicht mehr irgendwie geschafft, zurückzukommen, weil die Gladbacher es auch gut gemacht haben hinten, haben gut dagegen gehalten, also haben außen immer gedoppelt. Der Außenspieler, der da war, stand immer gegen 2. Davies war einmal hat er den Coman hinterlaufen. Bei den Costa hat er nicht einmal hinterlaufen, nicht eine Offensivaktion gehabt. Der Davies und Pavard genauso. Pavard war ein bisschen besser, ja. Aber hat auch ganz, ganz selten mal hinterlaufen vernünftig. Obwohl Pavard verbessert war, muss man klar sagen, war heute einer der besseren Spieler, wie ich fand. Auch wenn er mir so von Ausstrahlung her und so hat er mir nicht gefallen. Irgendwie so. Ja, so ein bisschen angepisst, so ein bisschen trotzig, so ein bisschen so, ich möchte hier eigentlich nicht als Rechtsverteidiger spielen. So kam mir das rüber. Nicht so seine Mimik und so. Vielleicht interpretiere ich das falsch, so kam es mir auf jeden Fall rüber. Ja, wie gesagt, wir haben kein gutes Spiel gemacht, zu keiner Zeit. Ich überlege gerade nochmal. Ja, aber selbst die erste halbe Stunde halt, ja. Gerade am Anfang war Gladbach hat auch keine Chancen gehabt, war aber so bis zum 16er gefährlicher wie wir, zielstrebiger. Wir haben es versucht, über außen war zugestellt und wir hatten keinen Plan B. Ja? So gar nicht. Und wie gesagt, der Davies, die linke Seite war tot. War wirklich tot. Davies 0 Offensivaktion. Ich würde sagen, 99% seiner Bälle hat er zurück auf dem Alaba gespielt. Und wenn, dann hat er wie vor dem Tor den Kimmich da so angespielt, der von 3 Mann da umzingelt ist. Klar muss man den Zweikampf nicht so verlieren, aber er konnte gar nichts anderes machen, er wurde halt weggeschickt, ja. Dass man das nicht unbedingt pfeifen muss, ja, bin ich ganz dabei, aber überhaupt den Spieler da anzuspielen, ist halt ein kompletter Schwachsinn, Leute. Und das haben wir in fast jedem Spiel, dass der Mittelfeldspieler da so angespielt wird. Wenn da 3 Leute, man weiß, die Gladbacher pressen direkt drauf auf den defensiven Mittelfeldspieler. Und dann spiele ich den da so an. Das kannst du vielleicht mit dem Rocker machen, der kriegt das vielleicht noch gemanagt. Ja, unnötig, völlig unnötig und ja, muss man sehen, dann knall den Ball links außen nach vorne, wenn ihn keine Sau erreicht, ja, passiert wenigstens nichts, ne? Also Unverständnis, den Ball da so auf den Kimmich hinzuspielen, wenn er von 3 Mann da umringt ist, verstehe ich nicht. Aber Davies war heute unterirdisch schlecht, muss man einfach sagen. Ja, warum unnötig verloren? Einerseits, weil wir 2:0 geführt haben. Andererseits hat es in meinen Augen der Hansi Flick völlig vercoacht. Völlig, Leute. Ich verstehe nicht, wie man dann nur einen Wechsel machen kann. Ja? Ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich gucke nochmal, nicht, dass ich einen Wechsel noch verpasst habe. Nee, Kingsley Coman war der einzige Wechsel. Obwohl wir Spieler wie Musiala, Tolisso, Boca, Hernandez, selbst ein Choupo-Moting kannst du für 10 Minuten bringen, vielleicht hat er mal einen glücklichen Tag. Ja, wir reden immer davon, ja, wir haben so eine Belastung und bla und so. Und dann macht er einen Wechsel. Einen Wechsel, obwohl vorne nichts ging.
Das ist lächerlich, Leute. Das ist wirklich lächerlich. Ja, vielleicht war der Gedanke irgendwie, ich nehme die Leute, die auf dem Platz stehen, in die Pflicht. Ja, sehe ich nicht. Also dafür hat man einen Kader, den wir haben. Ja, und den sollte man auch in jedem Spiel ausnutzen. Und auch in der 68. Minute den Coman erst zu bringen, war auch völlig viel zu spät, Leute. Ich mag einen Costa. Ich habe mich gefreut, dass der Costa mal die Chance von Anfang an gekriegt hat. Er konnte sie nicht nutzen. Punkt. Er war 45 Minuten erste Halbzeit schlecht. Wirklich schlecht. Er war bemüht, ja. Aber er hat halt nichts auf die Kette gekriegt. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass man keine Spielpraxis hat. Logisch. Ja, muss ich dann vielleicht auch nicht unbedingt in so einem Spiel wie gegen Gladbach bringen, ja. Da wäre vielleicht ein Spieler, der im Saft ist, der Spielpraxis hat, besser gewesen. Aber klar, kann man das ausprobieren, bin ich ganz beim Hansi. Aber da muss man ihn halt auch zur Halbzeit dann rausnehmen, wenn man sieht, es klappt halt nicht. Ja. Fertig. Das ist gerade wenn es dann 2-2 steht. Also habe ich nicht verstanden. Da hätte ich mir zur Halbzeit schon den Coman oder Musiala gewünscht, wenn der Coman noch nicht die Reserven im Tank hat. Hätte man den Musiala bringen können zur Halbzeit. Genauso hätte man den Müller rausnehmen können zur Halbzeit. Müller war tot heute. Ja. Die letzte Viertelstunde, ja, da war er ein bisschen mehr präsent. Ansonsten war der Müller heute wieder mehr defensiver Mittelfeldspieler gefühlt. Hat mehr Bälle nach hinten abgelaufen, als wie er vorne irgendwelche Akzente setzen konnte. Und ja, ich glaube, so Musiala heute für den Müller hinter den Spitzen hätte uns richtig gut getan. Weil wir außen zu waren. Ja. Da hättest du auch zur Not den Costa rausnehmen können, hättest den Sané auf links gestellt, den Müller auf rechts und hättest den Musiala hinter die Spitzen gestellt und hättest dann später noch vielleicht den Müller rausgenommen, hättest den Coman gebracht. Also ich denke, damit wäre gegen Gladbach was gegangen, weil Musiala ein Spieler ist, der den Ball annehmen kann, der auch vorne ein bisschen was machen kann, hinter der Spitze. Von daher meine persönliche Meinung, vercoacht das Ganze. Ja, die Niederlage war völlig unnötig. Und klar, wenn man 2-0 führt, muss man das clever nach Hause spielen. Das können wir irgendwie nicht mehr. Wir können nur pressen. Wenn dann aber nur 3 von 6 Leuten pressen, sieht das so aus, wie es heute ausgesehen hat. Es war völlig ineffektiv, außer einmal, wo der Goretzka den Ball dann erobert hat. Aber das war jetzt auch nicht, ja, das war für mich auch eine Einzelaktion, also den er abgefangen hat, da war jetzt auch kein mannschaftliches Pressing zu sehen. Ja, und ich denke, wenn man halt sieht, jo, wir haben nicht die Form, was völlig normal ist, ja, bei der Belastung, die wir haben. Ja, da muss man doch einfach auch mal als Coach sagen, Männer, wenn 2-0 steht, lasst euch fallen die letzten 10 Minuten, wir gehen mit 2-0 in die Pause und dann kann man mal gucken, wie es weitergeht, ja. Dann hätte man halt auch mal Hernandez bringen können. Davies war ein Totalausfall. Er war nach hinten nicht gut. Er hatte keinerlei robustes Zweikampfverhalten, sehr schlechtes Stellungsspiel, 0 Aktionen nach vorne. Wofür haben wir den Hernandez auf der Bank, Leute? Wofür? Verstehe ich nicht. Warum bringt man nicht den Hernandez jetzt zur Halbzeit rein? Der hätte doch da nochmal einen ganz anderen Schwung reingebracht und hätte auch nochmal richtig gegengehalten. Also, wie gesagt, Auswechslung, die Niederlage, ja, in meinen Augen hat der Hansi die einfach zu verantworten. Er hat sich da völlig vercoacht. Ich sehe auch den Gedanken nicht dahinter. Ja, vielleicht hat er sich gedacht, so, ja, alle, die jetzt auf der Bank sind, bringe ich dann am Mittwoch im Pokalspiel schon den Rest. Ja, weiß ich nicht, ist für mich keine Argumentation, nur eine Auswechslung zu vollziehen. Also ich denke, jeder Spieler ist in der Lage, eine Halbzeit Vollgas geben zu können. Meine persönliche Meinung. Ansonsten, wie ich schon sagte, verdient verloren, ja. Gladbach hat es gut gemacht, standen hinten drin, haben das gespielt, was sie spielen können. Das war auch zu erwarten. So spielt Gladbach seit Jahren. So spielt Gladbach uns seit Jahren auch. Ja, stellt uns vor Probleme. Wir verlieren, ich weiß gar nicht, das 3. Spiel, 4. Spiel in Folge gegen Gladbach, zumindest in Gladbach. Aber so unnötig, wie es heute war, war es schon lange nicht mehr, muss man mal ganz klar so sagen. Ich kann es nur nochmal wiederholen, wenn man 2-0 führt, muss man das Ding einfach clever nach Hause schaukeln.
Und wir haben die Qualität, Konter zu fahren. Wir hätten uns also einfach mal 20 Meter fallen lassen. Man muss gar nicht davon reden, sich hinten reinzustellen. Aber man hätte die Gladbacher mal in Ruhe kommen lassen können, bis sie bei uns in die Hälfte eindringen. 10 Meter hinter der Mittellinie. Ab da hätten wir anfangen können, gegenzupressen und da Bälle zu erobern und dann Konter zu setzen. Dann hätten wir das Spiel heute locker nach Hause geschaukelt. Warum wir das nicht können, ja, keine Ahnung. Für mich halt, wie schon sagt, dass wir keinen Plan B haben und dass da keine taktische Anweisung kommt. Das habe ich heute vermisst. Dazu halt die nicht vorhandenen Auswechslungen, was völlig unverständlich ist. Gerade immer mit der Aussage, ja, aber die Belastung, Blasewitz. Ja, da muss man das halt auch steuern und da muss man halt einfach auch, ja, wenn die Leute halt schlecht spielen, ich meine, er hat einen Sané letztens ein- und ausgewechselt, weil er halt einfach schlecht war. Genauso schlecht war heute der Davis und genauso schlecht war der Costa. Das muss man einfach mal so knallhart sagen. Und genauso schlecht war auch der Müller in der ersten Halbzeit. Ja? Und wenn das doch so ist, ja, dann nehmen die Leute da raus. Ich meine, wofür haben wir denn die Ersatzbank? Also verstehe ich immer noch nicht. Wie gesagt, völlig sinnfreie Niederlage in meinen Augen. Hätte man, also ich glaube, wir hätten das Spiel niemals verloren, wenn wir schon gewechselt hätten und wenn wir einfach mal gesagt hätten beim 2-0 mit der Anweisung, Männer, macht jetzt mal ruhig, geht mal 20 Meter zurück, lasst die Gladbacher mal ein bisschen kommen. Wäre alles gut gewesen. Aber nein, da sind wir wie die Bekloppten, obwohl wir schon die ganze Zeit gesehen haben, wir haben keine Form, die Gladbacher stellen die Außen gut zu. Nein, da rennen wir weiter nach vorne, um auf das 3-0 zu gehen. Also sinnfrei. Einfach sinnfrei für mich. Gut, ja, ich würde sagen, wir gehen mal die Noten durch. Neuer hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, war für mich völlig okay. Hat jetzt aber auch keinen außergewöhnlichen gehalten, von daher würde ich eine 3 sagen. Alphonso Davies war für mich eine 5, Leute. Das war nicht ausreichend heute. Das war nicht Bundesliga-tauglich, das war gar nichts. Und dann den Jungen 90 Minuten auf dem Platz zu lassen, hat man ihm auch keinen Gefallen mitgetan. Niklas Süle, ja, kann ich leider auch nur eine 5 geben. Es war nicht ausreichend. Ja, wenn man 2 so eine Böcke macht, kann man nicht von ausreichend sprechen. Ansonsten war er bemüht, ja. Ja, aber hätte man halt auch, ja, wenn man jetzt so gewechselt hat, hätte man den Boateng auch nochmal bringen können. Gerade die Diagonalbälle, die Boateng halt schlagen kann, wäre heute auch nochmal Mittel gewesen, weil das Mittel war gar nicht präsent. Es wurde 2, 3 Mal versucht, das ging völlig in die Hose und hätte man, gerade weil man keine Durchschlagskraft vorne hatte, auch nochmal wechseln können in meinen Augen. Pavard fand ich okay, war für mich eine 3. Ja, mal abgesehen von seiner Körpersprache und vielleicht nochmal einen Tacken mehr offensiv. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich, wenn man mal so die letzten Wochen sieht und das Spiel heute. Von daher eine 3. Alaba würde ich auch eine 3 geben. Habe vor ihm jetzt auch keinen groben Schnitzer gesehen. Klar, man weiß jetzt nicht, wenn man da auf Abseits spielt, ob da die Ansage schon kam vom Alaba oder ob da eine Teilschuld mit beiträgt. Ich bleibe dabei, der Alaba hat für mich nichts in der Innenverteidigung zu suchen, seitdem er da spielt. Ja, guckt euch die Gegentore an. Bin immer noch dafür, dass ein Hernandez den Alaba-Part spielt und den ganzen Alaba auch als linken Verteidiger bringen. Oder wenn du das nicht willst, bring ihn im defensiven Mittelfeld. Ich denke, da wäre auch noch eine Bereicherung. Ansonsten setzt ihn einfach auf die Tribüne, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist zu 99,9% fest, dass er wechseln wird. Ja? Es wird ein Verein kommen, der das Geld zahlt, was er haben möchte. Das wird wahrscheinlich Real sein. Vielleicht Liverpool, vielleicht noch Chelsea oder sonst irgendeiner oder Paris oder sowas. Also er wird auf jeden Fall wechseln. Und ja, mal ab heute war es eine Leistung, die okay war. Ja, aber warum man dann ein Hernandez nicht die Spielpraxis gibt, die Spielfitness, die er hat, darauf verzichtet, weiß ich auch nicht. Müller war ausreichend, ja. War zum Schluss hin ein bisschen besser. Wir haben gesehen, die meisten Zweikämpfe bei uns gewonnen, das hat mich ein bisschen überrascht.
Aber ich messe einen Spieler wie einen Thomas Müller an den Offensivaktionen. Ne? Er ist der verkappte Hängespitze, Zehner, wie auch immer. Und da war heute gar nichts. Mal abgesehen von der letzten Viertelstunde, wo er ein bisschen aktiver war, weil er auch ein bisschen mehr auf der Außenbahn war und so weiter. Ja, ausreichend. Douglas Costa war eine 5, Leute. Eigentlich war es eine 6, das war gar nichts. Ich meine, man hat gesehen, er war bemüht, ja, aber ja. Wie gesagt, spätestens zur Halbzeit hätte man ihn rausnehmen müssen. Fertig. Kimmich, ganz schwierig zu beurteilen für mich. Kimmich und Goretzka war... Ja, Kimmich würde ich vielleicht eine 3- geben bis 4. Goretzka eine 3. Was mir fehlt, wenn die beiden auf dem Platz stehen, ist der wirklich defensive Part. Der ist mir heute komplett abgegangen. Den habe ich nicht gesehen im defensiven Mittelfeld. Es war wieder so, klar, im Spielaufbau super. Alle beide, lässt sich mal einer zwischen den Innenverteidiger fallen und sowas. Alles gut, klappt super, aber wie hat Gladbach es gespielt? Also genauso wie Mainz. Den Ball in die Mitte rein, vorne auf die Mittellinie, da tropfen lassen, dann nach außen. Also steil nach außen oder einfach nochmal steil durch die Mitte. Und da war nie ein defensiver Mittelfeldspieler, der da irgendwie mal einen Ball abgefangen hat. Ja, wenn wir gepresst haben, sind die beide da präsent. Aber wenn wir den Ball verlieren, da ist keine Absicherung, da ist kein defensiver Mittelfeldspieler. Ja, und ich denke, ich meine, das ging gegen Mainz schon nicht gut, hat man gesehen, ja. Und dann geht das gegen Mannschaften, die Gladbach und die danach kommen werden, erst recht nicht gut. Also es muss ein klarer Sechser auf dem Platz sein. Und da sehe ich einen Kimmich und Goretzka nicht. Das sind für mich eher Achter. Gute Achter. Klar, wenn Kimmich sich zusammenreißt, kann er auch einen Sechser spielen. Goretzka hat keinen Bock auf einen Sechser, das haben wir oft genug gesehen. Obwohl er dann immer noch mit nach hinten ackert, ja, also kein Vorwurf. Aber man würde in Goretzka auch keinen Gefallen tun. Man hat es heute gesehen, was seine Qualität ist. Der Tolisso ist für mich auch kein Sechser. Für mich ist der Rocker ist ein Sechser. Ich verstehe nicht, warum da nicht mal ein bisschen gepusht wird. Ja, keine Ahnung. Ich kann so manche Sachen einfach nicht so nachvollziehen. Ich meine, klar, Kimmich Goretzka ist eine wunderbare Kombo da im Mittelfeld. Ja, da muss man halt, keine Ahnung, da muss er auf den Spieler hinter dem Stürmer verzichten. Ja. Da muss er auf Müller verzichten, mal ab und wann, und muss noch einen zusätzlichen Sechser hinstellen oder sowas. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss da auf jeden Fall passieren. Also das zieht sich ja auch durch die ganzen letzten Spiele. Ja, dass da einfach keiner ist, der da abräumt. Ja, klar, wenn wir richtig hoch stehen, dann ist es halt ein Innenverteidiger. Entweder klappt das oder es klappt nicht. Und dann ja, sieht man das, was wir so die letzten Wochen sehen. Das könnte man auch ganz einfach beheben, indem man mal wieder mit einem richtigen Sechser spielt, der einfach bis da und nicht weiter und dann da die Bälle abfängt und die Innenverteidigung unterstützt. Ja, und das könnte zum Beispiel auch so ein Alaba spielen, das würde ich ihm schon zutrauen. Aber auch nur meine bescheidene Meinung. Sané war eine 3 heute in meinen Augen. Goretzka, hatte ich schon gesagt, ne? Goretzka und Kimmich haben sich nicht viel getan. Kimmich war dann so die letzte Viertelstunde, da war aber alles nochmal ein bisschen aktiver bei uns. Da war er nochmal ein bisschen aktiver, aber ansonsten heute halt auch, wie gesagt, auch den Ballverlust vorm Tor. Er kann den Ball auch einfach wegpölen. Ja? Wenn er sieht, es kommen 3 Leute, dann schießen Ball ins Aus, Alter, scheiß drauf. Kann man halt auch anders lösen, die Sache. Allerdings war er auch verletzt und so weiter. Ich würde da jetzt gar nicht da so einen großen Vorwurf machen. Das war einfach schlecht angespielt, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Sané, wie gesagt, eine 3, war sehr bemüht, fand ich. Hat aber zwischendurch auch seine Luftholphasen gehabt, sag ich mal. Aber ansonsten auf jeden Fall ein Aktivposten. Ja. Konnte sich durchsetzen, hat für mich auch defensiv gut gearbeitet. Nach vorne hin, ja, er stand halt immer gegen 2, das muss man nun mal so sagen. Und da ist es natürlich auch schwer. Nichtsdestotrotz ist er ein paar Mal durchgekommen. Aber dass er dann da nicht im Feuerwerk offensiv alleine abbrennen kann, ist auch kein Wunder. Ne? Levi, ja. Levi würde ich halt auch eine 3 geben. Den Elfmeter hat er gut gemacht. Ja.
Muss man halt auch jedes Mal immer so wieder die Nerven behalten. Vor allen Dingen, weil der Sommer ja auch schon mal ab und an 11 hält. Ja, dann hat er auch so eine Phase gehabt, wo er heiß war. Hat man richtig gemerkt. Aber ja, gerade zweite Halbzeit. Gerade so die erste halbe Stunde habe ich bei keinem in unserer Mannschaft so das Gefühl gehabt, dass er richtig möchte. Man hat von der Körpersprache her das irgendwie nicht so gesehen. Ja, der Kimmich mal zwischendurch und der Goretzka. Ja, Levi hat wie immer geackert, hat sich fallen lassen viel. Dafür hat er dann vorne gefehlt. Aber es kam ja auch kein Ball nach vorne. Ja, ja, wie gesagt, eine Note 3 würde ich ihm geben. Coman für seine 22 Minuten, die er drin war, ja, war auf jeden Fall belebend. Man hat es gesehen, hat 2 Vorlagen gegeben. Ja, viel zu spät eingewechselt. Fertig, viel zu spät eingewechselt. Ja, Niederlage, denke ich, muss man einfach mal ja, so hinnehmen und meiner Meinung auch ganz klar dem Hansi ankreiden. Ja, ich will der Mannschaft da jetzt gar nicht so einen Vorwurf machen. Wie ich schon sagte, so ein Davis, ein Costa, hätte sie definitiv in der Halbzeit auswechseln müssen. Die waren beide einfach komplett schlecht. Die ganze Seite war einfach tot. Genauso Müller hätte sie auch mal einfach rausnehmen können und einen Jusala oder so bringen können. Einfach ein bisschen... Ja, ein bisschen was anderes halt einfach. Und wenn alle Stricke reißen, dann kannst du auch nochmal einen Choupo-Moting, auch wenn er nicht Bundesliga-tauglich bisher war, für die letzten 10 Minuten reinschmeißen, wenn er schon nicht auf einen anderen Stürmer setzen möchtest. Ja? Dass einfach mal irgendwas anderes da ist. Und nicht das, was seit 80 Minuten nicht funktioniert. Ja, und das erwarte ich von einem Trainer. Ich weiß nicht, ob er heute irgendwie trotzig war und so gesagt hat, ja, scheiß drauf, die Leute, die jetzt auf dem Platz stehen, die haben es versaut und die müssen da jetzt durch. Ja, wenn das so aber die Intention wäre, das wäre ja dann auch ein Trauerspiel. Von daher, keine Ahnung, ich bin mal gespannt. Werden wir noch den Pressetalk anhören morgen. Ich denke mal gucken, ob er darauf angesprochen wird, ob die Journalisten mal vernünftige Fragen stellen. Dann sollte man halt mal Fragen zu den Auswechslungen und zu der Taktik stellen, wenn man 2-0 führt. Ja, ich kann nur meinen Satz wiederholen vom Anfang der Folge. Zu Recht verloren, aber völlig vermeidbar. Ja. Eine andere Sache, was ich auch schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten kritisiere, anprangere und wo ich finde, dass man das trotz der Belastung trainieren kann, sind einfach Standardsituationen, insbesondere Ecken. Wir hatten heute wieder 8 Ecken, davon war nicht eine gefährlich. Wir haben jetzt insgesamt über 100 Ecken in der Bundesliga und haben 2 Tore. Ja, und gerade weil man jetzt diese Belastung hat, ja, ist völlig in Ordnung, dass die Mannschaft mal so eine Leistung bringt, wie sie heute gebracht hat. Ja, werden wir noch öfter sehen in dieser Saison. Dass das dann gegen eine Mannschaft wie Gladbach nicht reicht, ja, muss man dann auch einfach mal hinnehmen. Ja, aber sowas könnte man halt mal abwenden, wenn man einfach mal ein paar Eckenvarianten hätte. Ja, und da mal ein bisschen gefährlich wäre, aber wir haben gar keine Varianten. Ja, wir haben keine Varianten. Zu 90% schießt der Kimmich eine Ecke, entweder auf dem ersten Pfosten, wo die dann halb hoch ankommt, wo der Müller irgendwie versucht, die Birne da reinzuhalten, was zu 90% auch nie klappt, dass der mal ordentlich verlängert wird. Und halt andere Dinge ist, wir hauen den irgendwie in den Fünfer rein, auf Höhe des Elferpunkts, was ja eigentlich nicht verkehrt ist. Aber da ist halt auch nicht mal irgendwie ja was einstudiert, dass da mal irgendwie einer für den anderen was frei blockt oder sonst irgendwas. Wenn wir mal eine Ecke machen, dann ist halt irgendwie so ein Glücksding, wie es da beim Süle war. Und ja, guckt euch Mannschaften wie Union Berlin zum Beispiel an. Was man halt erreichen kann, wenn man einfach ein bisschen Standardsituationen trainiert. Ja? Und da gibt es ja viele Mannschaften in der Bundesliga. Und gerade jetzt in so einer Saison, denke ich, ist das eigentlich ein sehr gutes Mittel. Und wir waren mal
gefährlich nach Ecken, ja, muss man auch mal sagen. Und das sollte auch nicht so anstrengend sein, dass man das nicht in der Regenerationstraining nicht mal ein paar Ecken einstudieren kann. Meine Meinung. Ja, ansonsten, ich habe eigentlich so ein Ergebnis erwartet irgendwo, weil wir uns immer schwer tun gegen Mannschaften wie Gladbach, die wie Gladbach spielen, die hinten drin stehen und auf Konter spielen und dazu dann auch die Leute haben, die das umsetzen können. Ja, hat vielleicht auch ein bisschen die Härte gefehlt bei uns heute, mal abgesehen von Pavard. Ich glaube, deswegen sagte ich auch, so ein Hernandez hätte uns da nochmal gut getan. Der hätte da nochmal eine andere Grundhärte reingebracht. Wobei wir jetzt nicht irgendwie von Fouls oder unfairen Spiel reden, aber einfach eine gewisse Härte hätte er da reingebracht. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ja, man muss die Niederlage so hinnehmen. Wie gesagt, sie ist verdient. Wir haben es absolut nicht verdient, heute zu gewinnen. Wir haben uns nicht eine gute Torchance rausgespielt, abgesehen von dem Treffer von Goretzka. Und ja, das ist für uns, für unseren Standard, viel zu wenig. Ja, viel zu wenig. Auch wenn die Statistiken da alles schön färben mit 16 Schüsse insgesamt und 4 aufs Tor und 8 Ecken und 20 Flanken. Ja, I don't know. Vielleicht sollte man da mal einen neuen Punkt einbringen. Flanken, die ankommen. Ich glaube, das waren 2. Ja, und die waren dann auch noch beide, gingen nicht aufs Tor. Also, naja, gut. Ich denke, ja, wir werden sehen morgen, wie die anderen Spiele sind. Es könnte interessant werden, wenn wir mal einen Blick auf die Tabelle schmeißen, so nach oben. Ja, ist ja jetzt im Endeffekt nichts passiert, aber wenn das halt morgen irgendwie, wenn Dortmund gewinnen sollte gegen Leipzig, dann sind die Dortmunder auch wieder voll dran, wenn die Leverkusener gewinnen. Also alles eine enge Kiste. Ne? Klar, wenn Leipzig morgen gewinnt, sind sie einen Punkt vor uns. Also ist jetzt nicht irgendwie Gravierendes passiert oder sowas. Und das Schöne ist, es bleibt ein bisschen spannend. Ja? Das andere Szenario wäre gewesen, wir hätten heute gewonnen. Leipzig hätte morgen vielleicht verloren gegen Dortmund und dann hätten wir schon wieder 5 Punkte vor und dann wäre schon wieder langweilig irgendwo. Also, aber nichtsdestotrotz muss man dann einfach auch so eine Leistung ja, kritisieren dürfen. Und das habe ich getan. Das ist meine Meinung dazu. Wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare hauen. Ich kann es nur noch mal sagen, für mich hat der Hansi das Spiel vercoacht. Was jetzt auch nicht schlimm ist, ja, jeder Trainer hat auch mal einen schlechten Tag und wahrscheinlich hat er irgendwelche Hintergedanken mit im Pokalspiel gehabt gegen Kiel, was auch nicht leicht werden wird. Ja, aber ich denke, Hansi ist ja auch ein Trainer, der immer sagt, so, wir denken von Spiel zu Spiel und ja, dann ich kann die Auswechslung immer noch nicht verstehen. Ich verstehe nicht, wie man nur eine Auswechslung machen kann, wenn man 3, 4 Spieler auf dem Platz hat, die einfach nicht die Leistung bringen konnten heute. Und wenn man halt einfach auch total keine Ideen in der Offensive hat und total festgefahren und immer nur versucht, den gleichen Stiefel runterzuspielen, obwohl man merkt, es bringt nichts. Ja, dann muss man von einem Trainer verlangen, dass er von außen eingreift, durch Spielerwechsel, durch eine taktische Änderung. Ich meine, hat er gegen Mainz in der Halbzeit dann gemacht, mit dem Kimmich auf rechts zu stellen. Klar, darum ging es heute nicht, das ist also keine Option, aber man hätte ja irgendwas anderes machen können. Wie ich schon sagte, vielleicht Musiala für Müller hinter die Spitzen stellen. Man hätte Müller ja nicht unbedingt auswechseln müssen, man hätte ihn nach rechts ziehen können und so weiter und so fort. Wir haben so viele Spieler, die so variabel sind. Man hätte auch um Alaba mal ins Mittelfeld ziehen können und hätte Hernandez in die Innenverteidigung mitstellen können. Man hätte einen Boateng bringen können, der einfach seine Diagonalbälle spielen kann. Und so weiter und so fort. Selbst der Hernandez auf links als linker Verteidiger hätte mit Sicherheit mehr Offensivdrang heute gehabt wie ein Davis. Ja, gut. Meine Meinung zu dem Spiel. Ich denke, wie ich schon sagte, verdiente Niederlage, aber völlig unnötige Niederlage. Und bin gespannt, wie es weitergeht im Pokal. Und dann, warte, Pokalspiel gegen Kiel am Mittwoch und dann spielen wir am Sonntag gegen Freiburg. Ja. Dann spielen wir gegen Augsburg, dann gegen Schalke.
Dann zu Hause gegen Hoffenheim sollten nach Adam Riese jetzt eigentlich 5 Siege kommen. Dann spielen wir gegen Hertha, dann spielen wir gegen Bielefeld. Da sollten eigentlich auch nochmal 2 Siege sein in meinen Augen. Dann Frankfurt, ja, das wird schwieriger. Und dann Lazio, dann Köln, ja, also... Wir haben jetzt eigentlich Eierspiele, von daher ist noch so ein Argument, warum wechselt man da nicht? Es ist jetzt nicht, dass wir hier gegen Dortmund im Pokal spielen und danach gegen Leverkusen in der Bundesliga. Wir spielen gegen Kiel und dann gegen Freiburg, bei allem Respekt. Ja, da muss ich durchwechseln, fertig. Punkt, meine Meinung dazu, meine 2 Cents und das war's von mir, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus, ärgert euch nicht zu viel, dafür haben wir dieses Jahr wahrscheinlich eine spannende Bundesliga. Und ist doch auch mal was Schönes, dass wir vielleicht mal wieder ein enges Finale um die Meisterschaft sehen werden im Sommer. Und rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, wir hören uns am Donnerstag. Tschüssi.